so gut, miteinander zu worshipen und irgendwo so miteinander verbunden zu sein. Wir da im Saal, dann der andere Saal und dann die am Livestream und heute Abend noch das Ganze nochmal da. Auch wenn es sich an den einzelnen Ort vielleicht kleiner anfühlt, ist es doch insgesamt wie grösser. Und das ist irgendwo auch, es ist paradox, aber es ist irgendwo auch cool. Ich freue mich mit euch heute in eine neue Serie einsteigen. Sam, 1. Samuel. Das erste Buch Samuel nimmt uns rund 3000 Jahre zurück und erzählt die Geschichte vom Prophet Samuel, vom Saul, von ein paar Leuten rundherum und dann im 2. Samuel auch noch vor allem vom König David. Das sind so sehr beliebte Geschichten für Kids und Müsli Church. Und ich habe mich gefragt, wann war das letzte Mal, als ihr die gelesen habt? Als ihr den 1. Samuel durchgelesen habt. Ein paar weiss ich, die sind mit mir letztes Jahr im Bibelintensiv gewesen, die haben es sicher gelesen. Andere kommen bald dazu. Und auf jeden Fall möchte ich euch Mut machen, die zu lesen. Weil die Frage ist, oder, kann das sein, dass die Kindergeschichten für uns heute noch so lebensrelevant sind? Kann Gott immer noch zu uns durch die Geschichten reden? Und natürlich kann er das. Und ich glaube, wir werden wirklich staunen, jetzt in dieser Serie, wie viel Ermutigung, wie viel Impuls, wie viel Wegweisung die Geschichten für uns auch enthalten und auf wie viele spannende Themen, dass wir dabei stoßen. Das Buch ist spannend, es sind so authentische Kurzbiografien, kannst du sagen. Und ihr werdet sehen, sie berichtet sehr authentisch über Stärken, auch über Schwächen, über Erfolg, aber auch über Misserfolg, wie wir das auch heute eigentlich kennen. Beides ist manchmal näher beieinander. Und ich liebe es, dass die Bibel so ehrlich ist. Sie beschönigt das Leben der Leute, die darin vorkommen, nicht. Sie tut nicht einfach irgendwie ein paar Sachen unter den Tisch kaschieren, sondern sie ist ehrlich, was das anbelangt. Wir finden nicht einfach nur ein paar Überhelden in der Bibel, sondern Menschen, die sowohl gute Seiten hatten, aber eben dann manchmal auch ihre schlechten Seiten hatten. Und beides kommt raus. Und ich finde es coolste an dem Ganzen, anscheinend ist das Gott nicht peinlich. Es ist für ihn völlig okay, dass die Leute die Stärken und die Schwächen hatten. Das ist ihm nicht peinlich. Und ich finde das immer wieder so ermutigend, auch für mich persönlich und vielleicht auch für dich, egal wie dein Leben aussieht, was du für Stärken und Schwächen hast. Du bist Gott nicht peinlich. Das ist mir so aufs Herz gekommen, um es genau so zu sagen. Zuerst überlegt, ich könnte es ja auch ein bisschen anders sagen, ich muss es nicht peinlich sagen, aber vielleicht muss es jemand heute genau so hören. Du bist Gott nicht peinlich, trotzdem Versagen, trotzdem Schwächen, trotzdem, dass du vielleicht zu wenig Mut hast in Situationen. Und er kann auch durch dich Geschichte schreiben. Selbst mit all deinen Fehlern. Er lässt dich nicht einfach links liegen, du kriegst von ihm nicht das ungenügend, sondern er nimmt dich an in Liebe und führt dich an und sagt, komm on, mach dich mit mir auf den Weg. Vielleicht wichtig zum Wissen, eben, die Bibel ist sehr ehrlich, auch ihre grössten Helden sind nicht nur Vorbilder. Und darum ist vielleicht auch wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir nicht das Gefühl haben, bei allem, was wir jetzt lesen, dass es ein Vorbild für uns ist und das muss man gleich machen. Sondern wir werden sehen, einiges ist herausfordernd, einiges ist ermahnend und wir sehen oft auch, wie Sachen Konsequenzen haben und auch die Personen die Konsequenzen tragen müssen. Wie vorher schon angetönt, ich möchte uns alle ermutigen, in den nächsten 5 Wochen den 1. Samuel zu lesen. Und wir möchten es dir so einfach wie nur möglich machen. Und wir haben darum als GVC Bewegung einen Bibelleseplan für diese Serie ausgearbeitet und auf die Bible-App, auf YouVersion, die kennen, gestellt, wo du dich in den nächsten 5 Wochen kannst durch das erste Buch Samuel durchführen. Das entspricht ungefähr einem Kapitel pro Tag. Wie findest du den Bibelleseplan? Zum einen mit dem Link, der hier eingeblendet ist, oder mit dem QR-Code, du kannst es scannen, der führt dich dann gerade direkt auf die Bible-App zu dem Bibelleseplan. Du kannst aber auch einfach die Bible-App aufmachen, kannst dort auf Lesepläne gehen und dann suchen und dann gibst du 1. Samuel ein und dann solltest du das finden, sofern du die App nicht auf Englisch eingestellt hast. Vielleicht ist das eine coole Sache, man kann auch zusammen miteinander in dieser App Bibellesepläne lesen. Vielleicht etwas, was du zusammen mit deiner Small Group machen kannst. Du könntest aber auch mit deiner Familie zusammen zum Beispiel sagen, hey komm, wir machen das miteinander und lesen das Buch nochmal durch.
Aber ich glaube, es ist wichtig, immer wieder einzutauchen ins Wort Gottes und dann eben vielleicht auch mal ein Buch lesen, wo man sonst vielleicht nicht so oft lesen oder mehr einfach aus den Kinderbibeln kennen, je nachdem. Heute gehen wir wirklich an den Anfang vom 1. Samuel, Kapitel 1, und das ist die Geschichte der Familie von Samuel. Und wir werden schnell merken, dass es eigentlich mehr Tragödie ist und nicht irgendwie eine happy-clappy Story. Da haben wir den Elkana. Er ist ein Israelit aus dem Stamm Ephraim. Und wir lesen im Vers 2, Elkana hatte 2 Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Peninna. Peninna hatte schon einige Kinder, Hannah aber keine. Also der Elkana, 2 Frauen, eine hat Kind, die andere nicht. Ich glaube, die Spannungen sind vorprogrammiert, oder? Das ist offensichtlich. Vielleicht noch schnell zum Thema 2 Frauen haben. Wir lesen an einigen Stellen im Alten Testament, dass es Männer gegeben hat, die mehrere Frauen hatten. Es ist aber nicht so, dass die Bibel das wie einfach grundsätzlich gut haltet. Sie sagen nie nicht, hey, es ist okay, wenn du mehrere Frauen hast. Eigentlich eher im Gegenteil. In den meisten Geschichten wird deutlich, dass das zu viel Leid und zu Spannungen geführt hat. Vielleicht mögt ihr euch an die Geschichte von Jakob erinnern mit der Lea und der Rahel, der David, der Salomo, wo es wirklich nicht gut gekommen ist, die ganze Geschichte mit mehreren Frauen. Dann weiter finden wir heraus, dass die Familie jedes Jahr zum Heiligtum, dort wo die Stiftshütte aufgebaut war, in Silo gereist ist, um dort Gott ein Opfer darzubringen. Also anscheinend eine fromme Familie. Wir finden auch heraus, dass der Elkana die Hannah sehr, sehr gern hat und sie manchmal darum fast ein bisschen bevorzugt hat. Sie versucht hat zu trösten darüber weg, dass sie kein Kind haben können. Im Vers 5 sehen wir das zum Beispiel. Hannah aber bekam die doppelte Portion vom Fleisch, vom Essen. Der Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher keine Kinder versagt hatte. Und so gut wie das gemeint war, die Hannah hat mega darunter gelitten, dass sie keine Kinder bekommen hat. Und jeder Versuch vom Elkana, sie zu trösten, jede Bevorzugung und all das, hat eigentlich nichts genützt. Sie ist trotzdem immer noch tief traurig gewesen. Im Vers 8 sehen wir, Hannah, warum weinst du? Fragte Elkana dann. Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Versuchte er sie zu trösten. Und ich glaube, in dem Sinne merken wir, dass es manchmal ist es so. Man kann jemanden mega lieben, man kann jemanden mega versuchen zu trösten in einer schwierigen Situation, aber du kannst den Schmerz nicht wegnehmen, den die Person hat. Und es ist trotzdem wichtig, für die Person da zu sein, sie versuchen zu trösten, sie zu lieben. Aber mit all dem können wir manchmal nicht machen, dass der Schmerz, die Not, die jemand hat, weggeht. Es ist aber bei der Peninna auch nicht besser gewesen. Während Hannah verzweifelt ist an ihrer Kinderlosigkeit, hat Peninna wahrscheinlich darunter gelitten, dass die Hannah vom Elkana so geliebt worden ist und ein bisschen bevorzugt worden ist. Und das hat bei ihr eine Reaktion ausgelöst, nämlich dass sie es Hannah so richtig spüren lassen hat, dass sie ein Kind bekommen hat und Hannah nicht. Stets begann Peninna dann, Hannah mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Peninna verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Und in dem Sinne zeigt sich Tragödie. Peninna, das ist übersetzt, heißt der Name Perle. Könnte man meinen, oder ist jetzt einfach die Böse. Aber eigentlich ist sie nicht einfach die Böse, sondern es ist eine Reaktion, die aus ihrem Schmerz rauskommt. Aus dem eigenen Schmerz kommt häufig der Reflex der anderen Person oder gerade einer Person, die dich vielleicht verletzt, ebenfalls Schmerz zuzufügen. Das erlebt man überall, immer wieder, überall, wo es Streit gibt, ist das etwas. Oder überall, wo sich jemand unfair behandelt fühlt, wird man so schnell zynisch, fies, vielleicht sogar gemein und sagt Sachen oder manchmal macht man sogar Sachen, einfach um die andere Person spüren lassen, hey, ich bin verletzt und ich möchte, dass du auch fühlst, wie sich das anfühlt, dass du verletzt bist und darum mache ich dir jetzt auch irgendetwas, wo dir wehtut. Mega oft ist das etwas, wo gerade in der eigenen Familie, in der Ehe sehr schnell zum Vorschein kommt
Und aktuell ist es etwas, wo man gerade in Social Media bei jeder so Diskussion einfach kann beobachten, wie schnell es einfach nur noch gemein wird. Hin und her, jeder versucht dem anderen noch eins auszuwischen. Das ist etwas, wo ich ehrlich gesagt muss sagen, der Reflex, ich kenne. Es kommt immer wieder an so einen Moment, vielleicht bin ich ganz allein, vielleicht kennen ihr das alle nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es der eine oder andere kennt. Aber die Auswirkung davon ist eigentlich nur negativ. Es verletzt nur wieder und es schafft weitere Not. Meine eigene Not wird in dem Sinne nicht besser. Und dann haben wir da eben noch die Hannah, die andere Frau, die kinderlos ist, tief traurig und über dem Ganzen wirklich langsam am Verzweifeln ist. Sie ist so traurig, dass eben auch die Liebe vom Elkanah sie nicht trösten kann. Und anscheinend hat sie sich jahrelang den Spott und den Schmerz müssen über sich ergehen lassen, dass sie kein Kind bekommen konnte. Jahrelang. Und was macht sie? In ihrer Verzweiflung rastet sie aus, schlägt sie zurück, sucht sie sonst etwas oder haut sie ab, rennt sie davon. Sie zeigt ganz eine andere Reaktion. Wir lesen, dass sie sich in ihrer Not an Gott gewendet hat. Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, vielleicht kennen das einige, haben auch schon so Not gehabt, dass er fast nicht mehr essen mögen, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum des Herrn. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter Tränen betete sie. Ich möchte da einen ersten Punkt machen, nämlich einen sehr wichtigen. Sie hat den ganzen Schmerz und die ganze Verzweiflung bei Gott rausgelassen. Und das ist der erste Punkt. Das war eine gläubige Frau. Sie und der Elkanah sind regelmäßig zum Heiligtum gegangen, haben dort geopfert. Und erstens ist trotzdem in ihrem Leben nicht einfach alles gut gewesen. Ich glaube, das ist etwas, wo wir uns bewusst sein müssen. Glauben verspricht uns nicht, dass in unserem Leben einfach alles nur gut ist. Es war sogar das Gegenteil bei ihr, oder? Sie hatte eine riesige Not gehabt, sie ist verzweifelt, ihrer Seele ist es nicht gut gegangen. Aber wir sehen bei ihr eine Frau, wo wir viel davon lernen können, wie sie mit dieser Situation umgegangen ist und was sie gemacht hat in dieser Situation. Vielleicht ist deine Not nicht die gleiche wie die von der Hannah. Aber wenn du so nicht kennst, möchte ich dir heute auch nochmal zurufen, du bist definitiv nicht allein. Ich glaube, wenn wir jetzt da würden sagen, hey, alle, die irgendwie so eine Not in ihrem Leben haben, hebt mal die Hand auf, es würden ganz viel die Hand aufheben, wenn sie sich getrauen. Aber wir machen es nicht, ich will niemand da. Aber vielleicht ist deine Not eine andere, oder? Es kann sein, dass du unter Krankheit leidest, unter Schmerzen. Dass deine Not deine Gesundheit ist. Vielleicht ist es wie bei der Hannah, eine Kinderlosigkeit. Vielleicht sind es schwere Schicksalsschläge, die du hast erleben musst. Vielleicht ist deine Not Schwierigkeit in der Ehe, die du hast. Also irgendwie miteinander den Weg nicht richtig finden und es einfach immer irgendwo herausfordernd und schwierig ist, Streit da ist. Vielleicht sogar Trennung, Scheidung. Vielleicht fehlende Partnerschaft. Vielleicht ist deine Not Ängste, die du hast, wie es weitergehen soll mit dieser ganzen Situation, mit deinem Job. Vielleicht irgendwo so eine Unzufriedenheit mit gewissen Aspekten in deinem Leben, die dich beschäftigen, die dich irgendwo immer wieder abziehen, die vielleicht sogar zu einem Minderwert führen in deinem Leben. Ich weiss nicht, was deine Not ist, aber bitte nimm sie mal so für die Predigt in den Hinterkopf und versuch mitzunehmen oder anzuschauen, was du vielleicht aus dieser Predigt kannst mitnehmen in Bezug auf deine Not. Ich glaube, eine der Hauptfragen in diesem Sinne ist, und das ist das, was so stark ist bei der Hannah, an wer wendest du dich? Wohin gehst du mit deiner Not? Wo bringst du sie an? Oder flüchtest du von ihr? Es ist eine der meisten Reaktionen, dass Leute versuchen, wenn sie so eine Not haben, irgendwo von dieser Not zu flüchten. Die einen flüchten sich in Alkohol, versuchen sie so irgendwo abzutrinken, zu überdecken, versuchen sich irgendwo abzulenken, möglichst viel loszuhaben, möglichst irgendwie extreme Hobbys oder sonst etwas. Arbeit ist auch manchmal so ein
Ablenkung, wo sich Leute dann drin stürzen, um sich ja nicht müssen mit dem beschäftigen. Andere fressen es irgendwo so richtig in sich hinein. Vielleicht verbunden so mit dem Gefühl, hey, ein starker Mann, eine starke Frau, die darf nicht so eine Not haben. Ich muss irgendwo über dem stehen, das muss ich irgendwo schaffen können. Die einen versuchen sich die Not schön zu reden. Es könnte ja auch noch schlimmer sein. Es gibt Leute, die es schlimmer haben. Und ja, das gibt es immer. Aber das macht deine Not nicht weniger real. Das macht deine Not nicht weniger echt. Die Frage ist, wo wir hingehen. Wo sollen wir denn hin mit dem? Und wir sehen bei der Hannah, wie sie ihrer Not und mit ihrer Verzweiflung zu Gott gegangen ist. Und ich denke immer, und manchmal gibt es Leute, die sich in so einer Situation dann schlussendlich irgendwo anfangen, von Gott abwenden. Und ich denke, hey, wo möchtest du denn sonst? Wo willst du sonst gehen, als zu dem Gott, wo alle Macht hat, wo alle Möglichkeiten hat? Der Gott, der dir möchte schauen, auch in deiner Not. Der Petrus hat das irgendwo in so einem Moment erlickt und wo Jesus gesagt hat, hey, wenn ihr auch noch jemand anders hingeht, wo der Petrus sagt, Herr, zu wem sonst? Wo sonst sollen wir denn hingehen, wenn nicht zu dir? Bei dir ist das Leben. Du bist der Einzige, der uns Leben geben kann. Du bist der Einzige, der uns in unserer Not wirklich begegnen kann. Und ich möchte dich dort dir wirklich zurufen. Ich glaube, das Schlimmste, was wir in dieser Situation machen können, ist uns auch noch von Gott abwenden. Wenn jemand helfen kann in dieser Situation, dann ist es er. Und dann ist die Frage manchmal, wie gehen wir denn zu Gott? Und auch dort sehen wir so coole Sachen in der Art und Weise, das Hannah gemacht hat. Zum einen, dass sie wirklich eine ehrliche Kommunikation mit Gott hatte. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Hannah betete sehr lange. Sie hat irgendwie mega viel ertragen, aber sie hat das nicht einfach nur in sich hineingefressen. Sie hat Emotionen zugelassen und sie ist mit diesen Emotionen zu Gott gegangen. Sie hat ihren Schmerz, ihre Not ihm anvertraut. Ich weiß nicht, bist du schon mal so dermaßen ehrlich gewesen mit Gott? Ich weiß nicht, wie so oft, wenn ich Leute höre, dann sieht es ein bisschen eher so aus. Lieber Gott, könntest du noch echt bitte, wenn es dir jetzt gerade passt und nicht zu viel ausmacht, das wäre mir schon noch ein Anliegen. Ich weiß nicht, es ist irgendwie wie so unsere Reaktion. Manchmal aus Angst, wir könnten irgendwo enttäuscht werden. Manchmal aus dem Gefühl, wir dürfen mit Gott nicht ehrlich sein. Versuchen wir so an unseren Gebet drüber zu stehen. Aber hey, du kannst ehrlich sein mit Gott. Er weiß sowieso, wie es in deinem Herz aussieht. Und ich glaube, manchmal wäre es gut, wir wären einfach knallhart ehrlich mit Gott und würden ihm anschreien, würden unseren Tränen freien Lauf lassen, würden ihm sagen, wie es uns wirklich geht, wie es uns anfühlt, wie wir uns vielleicht auch von ihm missverstanden fühlen. Wenn du das noch nie gemacht hast und so eine Not hast, dann möchte ich dir Mut zusprechen, bist ehrlich mit Gott in dieser Situation. Geh vielleicht mal irgendwo in den Wald raus, wo du das Gefühl hast oder hoffentlich allein bist und dann schrei es einfach raus. Lass raus. Es ist befreiend. Und ich habe oft gemerkt, je ehrlicher ich mit Gott bin, desto mehr hat sich irgendwo nachher auch ein Frieden eingeschlichen in mein Herz. Und mir irgendwo einen Frieden können darüber geben, auch wenn das Problem noch nicht gut war, auch wenn die Not vielleicht immer noch da war. Und etwas Spannendes ist, oder? Und da sieht man wieder das, wo die Menschen haben manchmal zwei Seiten so leben. Vieles, was gut ist, manchmal auch ein paar Sachen, die vielleicht nicht nur gut sind. Die Hannah war so verzweifelt in ihrer Lage, dass sie angefangen hat, mit Gott zu handeln. Dass sie gesagt hat, wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Ich weiß nicht, ob die einen von euch auch schon mal so gebetet haben, sondern angefangen haben, dealen mit Gott über etwas. Ich habe das früher noch öfters versucht. Und es ist manchmal so ein Zeichen, oder? Wenn wir irgendwo wirklich auch neu mit anstehen, versuchen wir manchmal so mit Gott anfangen zu dealen. Hey Gott, wenn du das Gebet erfüllst, dann mache ich dafür dann nachher das.
Und es ist eine ambivalente Angelegenheit. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Nicht immer alles ist für uns ein Vorbild, das wir unbedingt kopieren müssten. Wir sehen in der Bibel tatsächlich, dass sich manchmal Gott auf so Handel einlassen hat. Zum Beispiel auch beim Abraham, oder, wo er mit ihm über Sodom und Gomorra und über das Verschonen gehandelt hat. Aber Gott lässt sich nicht generell auf so Deal sein. Und es ist ein riesiges Potenzial für Enttäuschungen, wenn wir das Gefühl haben, nur weil wir Gott irgendetwas versprechen, müssen wir dann liefern, was wir gerne hätten. Und ich glaube, gerade wenn du merkst, du bist versucht, so einen Deal zu machen, dann bist du dir bewusst, Gott ist nicht ein Automat, Gott ist nicht ein Händler. Es kann mal sein, dass er sich auf etwas einlädt. Aber du kannst Gott da ganz normal bitten. Es muss nicht unbedingt so ein Handel sein. Ein weiterer Punkt, wo man sehen bei der Hannah, sie ist dran geblieben. Es steht, Hannah betete sehr lange. Sie hat nicht einfach mal so kurz ein bisschen gebetet, sondern sie hat irgendwo eine längere Zeit im Gebet ausgehalten. Und ich glaube, wir sind uns so oft dort ein bisschen verwöhnt, oder ich sage vielleicht auch ein bisschen faul, ehrlich gesagt, oder? Auf jeden Fall, ich würde es jetzt mal bei mir so sagen. Und wenn wir beten, dann beten wir mal so maximal 5 bis 10 Minuten, aber dann ist irgendwo ausgeschossen, dann mögen wir irgendwo nicht mehr und dann ist es vorbei. Aber die Hannah hat anscheinend einfach nicht aufgehört. Sie ist einfach dran geblieben. Sie hat nicht aufgegeben und hat sich nicht entmutigen lassen. Und ich möchte dir Mut machen, auch mal, wenn dir etwas ernst ist, wirklich das Gott auch zu zeigen und dranbleiben. Die Bibel fordert uns an mehreren Orten auf, hartnäckig im Gebet zu bleiben. Auch im Neuen Testament, wo Jesus das Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter erzählt, wo sie stürmen und stürmen und stürmen ist, bis er ihr endlich recht gegeben hat. Oder auch dort mit dem Nachbar, wo einen Gast bekommen hat, wo Jesus uns auffordert, hartnäckig sein im Gebet. Und ich frage dich, bist du hartnäckig im Gebet? Hast du es schon mal probiert? Es ist auch spannend, in dem zu sehen, dass sich die Hannah nicht entmutigen lassen hat, selbst durch Menschen, die sie missverstanden haben, in dem hinein. Nicht einmal vom Eli, einem Priester. Das heißt nämlich, Eli hielt sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier herumlungern? Geh und schlaf erst mal deinen Rausch aus. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hannah. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Ich nehme an, dass das wäre ein Grund gewesen, wo sie hätte verletzen können und wahrscheinlich vielleicht sogar ein Stück weit verletzt hat. Aber sie ist trotzdem im Tempel geblieben und hat sich nicht abbringen lassen. Und ich möchte das auch dir zurufen. Lassen wir uns nicht abbringen davon. Auch wenn vielleicht unsensible Menschen irgendeinen Kommentar machen oder uns verletzen durch Sachen, die sie sagen oder dadurch, dass sie uns irgendwo missverstehen, lassen wir uns nicht abhalten, von Gott zu kommen. Gottes Gegenwart zu suchen. Sie ist im Tempel geblieben. Sie hätte auch davor rennen und sagen, ich gehe irgendwo allein für mich beten. Auch vielleicht jetzt, oder? In unserer herausfordernden Situation, wo wir sind. Vielleicht verletzt dich gewisse Sachen. Oder vielleicht bist du verletzt worden. Oder vielleicht passiert sogar mal noch, dass jemand irgendetwas sagt, das dich irgendwo verletzt. Was machst du denn? Rennst du einfach davon, sagst, hey, ich will nichts mehr damit zu tun haben? Oder suchst Gottes Gegenwart weiterhin? Kommst trotzdem an den Ort, wo er mit seiner Gegenwart ist, so wie die Hannah, ins Gotteshaus. Weil im Endeffekt geht es um ihn und nicht um die Menschen drumherum. Und es soll eigentlich egal sein, was Menschen drumherum sagen, es geht darum, ihn zu suchen, seine Gegenwart zu suchen. Ein Teil sein von seinem Lieb. Die Geschichte geht weiter. Das Krasse passiert, die verzweifelten Gebete der Hannah werden erhört und sie kommt trotzdem nach langem Warten ein Bub über. Sie nennt den Bub Samuel, das bedeutet von Gott erbeten. Ich meine, was für ein freudiger Moment, oder? Wie muss sie sich gefreut haben, als sie das erfahren hat, wo der Samuel auf die Welt gekommen ist. Aber ich nehme an, gleichzeitig ist ihr in diesem Moment etwas bewusst worden. Nämlich das Versprechen, was sie Gott gemacht hat. Dass sie Gott versprochen hat, dass der Bub ganz Gott wird gehören. Und dass sie ihn ihm wieder möchte zurückgeben. Und wir sehen dann auch in der Geschichte, dass treu, wie die Hannah ist, sie das Versprechen eingelöst hat, das sie Gott gegeben hat. Und sobald sie ihn abgestillt hat, hat sie ihm Samuel
er hat sie den Samuel zum Tempel gebracht und in die Obhut vom Eli und seinen Söhnen übergeben, damit er dort dem Herrn dienen. Vers 28 lesen wir. So will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. Was für eine krasse Haltung. Weil wenn man das verfilmen, einen Film darüber machen und dann müsste eine Kategorie setzen, würde ich sagen, es ist ein Drama. Es ist zwar so zwischendurch ein Happy End, aber es ist bittersweet am Schluss. Sie hat bekommen von Gott, aber sie hat müssen und eben auch können, das ist das Krasse, auch wieder müssen loslassen. Ich weiß nicht, wie das für sie muss gewesen sein. Ich habe selber kein Kind, das ist wahrscheinlich für mich viel schwieriger zu vorstellen, aber nachdem so ein Gebet, so ein starker Wunsch in Erfüllung gegangen ist, Gott endlich ihre Gebet erhört hat, ihr das Kind geschenkt hat, dann nach so kurzer Zeit das wieder loslassen und sagen, ich halte das Versprechen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich weiß nicht, kannst du das selber mal fragen, ob du das könntest. Vielleicht auch, wenn Gott deine Not würde lösen und kurze Zeit später du das wieder müsstest losgeben. Könntest du das? Und das ist irgendwie spannend. Hannah hat wie so die zwei Aspekte können. Sie hat können zum einen von Gott empfangen, aber sie hat es geschafft, das, was sie empfangen hat, auch wieder können loszulassen. Ich möchte zu beidem ganz kurz, also zum Empfangen ganz kurz etwas sagen und dann ein bisschen weiter über das Loslassen noch reden. Im 1. Samuel 2 lesen wir ein Loblied von der Hannah, wie sie Gott über diese ganze Situation löst. Sie hat gewusst, woher das sie empfangen hat. Sie hat gewusst, dass das, was sie bekommen hat, nicht etwas ist, was sie sich hart erkämpft und verdient hat. Und ich glaube, manchmal sind wir bei uns, auch in unserem Leben, in der Gefahr, dass mal genau das passiert. Dass das, was wir irgendwo haben, dass wir es als selbstverständlich anschauen und vergessen, dass es ein Geschenk ist, dass es reine Gnade ist. Und fangen da die Sachen als unseres anschauen. Das ist meine Leistung, das habe ich mir verdient, das ist mein Eigentum, das sind meine Kinder, das ist meine Kirche, es ist mein Auto, mein Haus. Und Glemmin, glaube ich, ist es so wichtig, uns das immer wieder bewusst zu machen, wo das wir dankbar sein müssen. Woher dass es überhaupt kommt, woher dass wir es empfangen haben. Und dass alles, was wir schlussendlich haben, nicht in unserem Verdienst ist, sondern Gnade von Gott, die er uns geschenkt hat. Steffi ist nicht einfach mir. Es ist ein Geschenk, das Gott mir gegeben hat. Für meinen Lohn habe ich zwar vielleicht geschafft, aber dass ich arbeiten kann, dass ich einen Job habe und dass ich damit etwas verdienen kann, ist Gottes Geschenk. Ist nicht selbstverständlich. Und manchmal lohnt es sich, diese Sachen aufzuschreiben. Auch gerade dort, wo Gott vielleicht das Gebet von dir erhört hat. Die Steffi führt Tagebuch, sie schreibt so Sachen immer auf und dann schaut sie immer mal wieder rein und dann kommt sie so völlig begeistert und ich kann mich gerade mehr erinnern, dort hat Gott das gemacht und dort das. Und ich merke, ich werde dann manchmal fast ein bisschen eifersüchtig und denke, Mann, ich sollte auch anfangen, das Zeug aufzuschreiben. Weil ich wahrscheinlich ganz vieles vergesse, was Gott in meinem Leben getan hat und wo ich dankbar sein dafür. Darum, wenn ihr das macht oder am Überlegen sind, sage ich, macht es. Unbedingt sind nicht so wie ich, sondern schreibt es auf und lasst es immer wieder durch. Ich glaube, die Dankbarkeit ist auch ein Schlüssel für das Zweite, was Hannah hat können und was sie da in dieser Geschichte so eindrücklich demonstriert, nämlich, dass sie wieder hat können loslassen. Die hat das Versprechen eingehalten. Und eben, wir haben kein Kind. Ich weiß, ich kann mir das kaum vorstellen, wie das muss sein. So ein lang ersehntes Kind nach so einer kurzen Zeit wieder loszulassen und wieder anzugeben. Und ich bin dem Loslassen, dem Gedanken ein bisschen nachgegangen, bin mal noch so ein bisschen googeln und so, und ich bin mega überrascht gewesen, wie viel Literatur, wie viele Bücher es zu dem Thema gibt. Anscheinend ist Loslassen etwas, wo uns Menschen wirklich enorm schwierig fällt und aber eine Kunst, wo es eigentlich wichtig ist, dass wir es lernen. Weil etwas, was man schnell herausfindet, oder, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, Loslassen ist etwas, was zu unserem Leben schlicht und einfach dazugehört.
wo wir nicht werden drum herumkommen. Egal, wie wir unser Leben leben, egal wie stetig dass wir sind, es wird immer wieder zu Situationen kommen, wo wir etwas loslassen müssen. Ein Zitat, das das so auf eine gute Art und Weise zusammenfasst, ich habe es ohne Autor, weil den kennt ihr nicht, ist auch jetzt niemand irgendwie bekannt. Das ganze Leben besteht aus einer Reihe größerer und kleinerer Abschiede und endet im großen Loslassen, dem Tod. Letztlich stellt jedes Loslassen eine Vorbereitung auf den großen Abschied am Ende unseres Lebens dar. Und ich bin so froh, dass wir als Christen eine Hoffnung haben, die über das große Abschiednehmen ausgeht, über das große Loslassen ausgeht. Aber der Punkt, den wir machen, loslassen, ist etwas, was zum Leben mit dazugehört. Beziehungen gehen manchmal nicht mehr weiter. Freundschaften verändern sich manchmal irgendwann im Verlauf der Zeit. Deine Kinder werden immer selbstständiger und wollen selber irgendwann losgelassen werden. Zukunftspläne, die sich nicht erfüllt haben, müssen wir vielleicht irgendwann lernen loszulassen. Besitztümer, wir können nicht alles für immer behalten. Wir müssen es irgendwann loslassen. Wir können auch nicht alles immer ersetzen. Veränderungen zwingen uns immer wieder dazu, Altes, Gutes, Liebgewonnenes loszulassen. Das Loslassen ist etwas, das wir so gerne verdrängen oder nicht wahrhaben oder versuchen rauszuschieben. Aber es gehört dazu. Und das Loslassen ist etwas, das uns häufig wehtut. Es ist ein Schmerz. Oder Steffi und ich, wir sind vor kurzem nach Seegräben gezogen, in eine mega schöne, coole Wohnung. Aber es war trotzdem etwas, das auch mit Schmerz verbunden war. Weil es bedeutet hat, dass wir uns Zuhause in Winterthur loslassen mussten. Obwohl wir uns wohlgefühlt haben dort. Und das ist etwas, das wehtut, das verbunden ist mit Emotionen, mit ein Stück weit auch ein bisschen Trauer. Und es ist so oft beim Loslassen so, dass es verbunden ist auch mit Trauer. Weil etwas nach dem Loslassen nicht mehr so ist, wie es vorher war. Und wahrscheinlich auch nicht mehr so sein wird. Und darum sagt man so häufig, Loslassen ist ein Stück weit ein bisschen wie ein Sterben. Es konfrontiert uns damit, dass alles irgendwo vergänglich ist. Und loslassen heisst auch Kontrolle abgeben. Und überall, wo man mit Kontrolle loslassen kann, das auch nochmal andere Emotionen auslösen. Wut oder Angst. Weil, wenn wir etwas loslassen, ist es nicht mehr in unserer Hand. Ist es nicht mehr in unserer Kontrolle. Wir wissen nicht, wie es mit dieser Sache weitergeht. Wir verlieren unseren Einfluss über Sachen. Und das kann zum einen Ängste auslösen, es kann manchmal aber auch Wut auslösen, weil wir es nicht mehr steuern können. Ich glaube, darum ist es umso wichtiger, dass wir so wie Hannah wissen, wohin, dass wir etwas loslassen. Ich meine, sie hätte wirklich allen Grund gehabt, um besorgt zu sein. Der Eli war langsam ein alter, seniler Kaib. Seine Söhne waren schlimme Finger und sind alles andere als gute Priester gewesen. Und sie hat easy Grund gehabt, um besorgt zu sein über das und zu sagen, hey, solange die Zustände dort beim Heiligtum so sind, lasse ich sicher noch nicht los. Solange die Zustände dort noch nicht okay sind, gebe ich meinen Sohn sicher nicht jetzt dort an. Und hat den Grund gehabt, eine Ausrede zu suchen, um ihr Versprechen nicht einzuhalten. Aber Hannah hat irgendwo, glaube ich, tief in ihrem Herzen gewusst, dass sie den Samuel nicht ins Ungewisse loslässt, sondern in Gottes Hand. Sie hat das Vertrauen gehabt in Gott, dass er für ihren Sohn, den sie doch so lange ersehnt hat, schauen wird. Und ich glaube, das Vertrauen ist das, wo wir irgendwo danach streben in unserem Leben. Das tiefe innere Wissen, ja, wenn wir etwas loslassen, wir lassen es nicht ins Ungewisse los. Wir lassen es los in Gottes Hand. Wir können es in Gottes Hand angeben. So wie der Hiob, dass er so stark können sagen, wo all die Unglücke über ihn hineingeprasselt sind, wo er gesagt hat, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich meine, was ist das für eine krasse Aussage? Aber das ist genau das, was wir auch bei der Hannah sehen. Er hat gewusst, woher er es bekommen hat, nämlich von Gott. Und er hat gewusst, dass wenn er es losgibt oder dass ihm genommen wird, wo das angeht, in Gottes Hand. Und hat über dem Ganzen können sagen, und egal, ob mich jetzt das schmerzt oder nicht, ich lobe Gott in dem hinein. Und ich
glaube, je fester, dass wir uns an Sachen festklammern, desto schwieriger wird es uns fallen, etwas einmal wieder loslassen können. Und desto grösser ist die Gefahr, dass etwas für uns zu einem Götz werden kann. Wo wir nachher unseren ganzen Fokus nachher darum geht, weil wenn wir uns nicht irgendwo etwas loslassen können, dann wird der Fokus immer darauf sein, wie kann ich das behalten. Und anstatt dass wir dann auf Gott schauen, schauen wir auf das, was wir ums Verrecken nicht möchten loslassen. Und das ist manchmal nicht einfach. Aber es ist auch etwas, wo man, das ist jetzt der super praktische Punkt, ist auch etwas, was man manchmal im Kleinen trainieren können. Mal ein paar alte Kleider loslassen, mal ein paar Kisten im Estrich entsorgen, mal vielleicht Kind für ein paar Stunden oder einen Tag oder 2 loslassen. Ich weiß nicht, wie das für dich vielleicht aussieht. Aber ich möchte zum Schluss euch ein paar Fragen mitgeben, um vielleicht für dich nochmal reflektieren und darüber nachdenken. Das eine ist, weißt du, woher du empfangen hast? Von wem du bekommen hast? Bist du dir das irgendwo bewusst, dass es ein Geschenk ist? Dass es nicht selbstverständlich ist? Gibt es Sachen, die dir schwerfallen, das so zu sehen? Und vielleicht kannst du dir auch noch mal Gedanken darüber machen, wie es dir geht mit Loslassen. Und ich kann beten, dass der Heilige Geist heute Morgen Sachen aufzeigt, wo es uns vielleicht gerade schwer fällt. Uns vielleicht den Finger auf ein paar Sachen legt, wo er sagt, hey, dort irgendwo wäre es vielleicht Zeit, um es loszulassen. Und man kann übrigens nicht nur gute Sachen loslassen, sondern auch Negatives. Und es ist sogar dort, glaube ich, umso wichtiger, dass wir auch wieder lernen können, Sachen loszulassen. Und vielleicht auch dort, frag dich, wo gibt es negative Sachen in deinem Leben, wo dich der Heilige Geist auffordert, hey, es ist vielleicht langsam an der Zeit, um es loszulassen. Verletzungen, Groll, Bitterkeit, etwas, was dir angetan worden ist. Und wenn dir der Heilige Geist heute etwas aufzeigt, dann möchte ich dich ermutigen, das heute auch wirklich zu machen, das loszulassen. Und wir haben eine Aktion, wo du das ganz praktisch vielleicht für dich kannst machen. Du kannst zum Beispiel ans Kreuz bringen. Wir haben dort ein paar Kerzen, die man nachher anzündet. Und es hat Zettel und Schreiber. Und du kannst es aufschreiben, das, was du möchtest loslassen. Und kannst das Zettel anzünden und es hat so Behälter, wo du kannst rein tun. Ich glaube, es gibt schon nicht so ein grosses Feuer, dass es gefährlich wird, sonst greifen wir ein. Aber du kannst es wirklich loslassen und in die Dinge nicht tun. Wenn du im 2. Saal bist, dann haben wir dort, wir haben nicht Kerzchen, aber wir haben einen Schredder. Du kannst es aufschreiben und durch den Schredder lassen und es so für dich loslassen. Und dann haben wir während der Worship-Zeit, die wir jetzt haben, auch ein Gebetsteam, das für dich da ist, wo du, wenn du merkst, hey, ich muss das irgendwie mit jemandem zusammen machen, mir fällt es irgendwo so schwer, die es lieben, für dich zu beten. Sie sind im Gang hinein bei uns beim Büro, dass man von beiden Räumen her einfach dazukommt, dürfen einfach zu ihnen gehen, sie lieben es, für dich zu beten. Und ich möchte dazu auch noch sagen, an dem Punkt, wenn du merkst, dass es etwas gibt, wo du schon mega lang loslassen und wo du schon mehrmals versucht hast loslassen und irgendwie gelingt es dir einfach nicht, dann ist es manchmal wichtig, das über eine längere Zeit mit jemandem zusammen anzuschauen. Und wir haben Angebote, wir haben Seelsorge, wo es manchmal genau um diese Sachen geht. Etwas loszulassen, was dir schwerfällt, zu loslassen. Und wenn du merkst, dass es bei etwas einfach nicht geht, dann bitte melde dich. Trag es nicht weiter mit dir herum. Dann ist es vielleicht dran, jetzt das loszulassen und mit jemandem anzuschauen. Ich lade euch ein zum Aufstehen und möchte beten. Jesus, du siehst zum einen alle Nöte, die wir mit uns herumtragen, die uns irgendwo belastet, die schwierig sind. Jesus, wir wollen es zu dir bringen, zu dir als Kreuz. Ich möchte zu dir kommen in dem hinein. Ich möchte auch ehrlich können sein vor dir, mit all dem, was uns beschäftigt. Und Jesus, wir flehen wirklich darum, dass du dich nicht siehst.
Dass du kannst eingreifen dort, wo dein Eingreifen nötig ist. Und manchmal verstehen wir es nicht, warum nicht. Aber wir möchten hartnäckig bleiben, wir möchten dranbleiben und sagen, Jesus, es ist noch nicht gut. Jesus, ich weiss nicht weiter. Jesus, bitte tu etwas in meiner Ehe. Jesus, tu bitte etwas bei meinem Arbeiten. Jesus, tu bitte etwas in meiner Gesundheit. Jesus, ich bitte dich gerade dort, wo es dran ist, etwas auch loszulassen. Vielleicht sogar im Zusammenhang mit unseren Nöten. Dass wir es wirklich loslassen können. Dass wir das Vertrauen zu dir haben, zum Wissen, dass wir es in deine Hände loslassen können. Dass wir es zu dir angeben können und dass es dort gut aufgehoben ist. Dass es nicht so viel besser aufgehoben ist, als wenn wir es versuchen, in der eigenen Kontrolle zu behalten. Wenn wir das sowieso nicht können. Der Heilige Geist, ich bitte dich, dass du dran gehst heute Morgen. Dass du uns aufzeigst, wo es dran ist, etwas loszulassen. Dass wir gehorsam sein dürfen und den Schritt machen.